So, genug gelernt da die Song. Jetzt ist glaube ich wieder an der Zeit, sich ganz gemütlich den Spargel zu schälen. Womit werden wir uns denn heute beglücken? Ein ganz klarer Fall fürs Bierradl. Oh ja, heute wird's pervers. Schon gesehen, was es heute zum Mittag gibt? Ein schönes Fleischkäsewäckele. Hast du's gehört, Albert? Wie der Saupreis gerade zu unserer guten alten Leberkassemi gesagt hat. Ich mich auch schon zwirren. Das sorg schwer überhaupt zu uns einerlassen. Was haben Sie gesagt? Ein für alle Mal. Das heißt Semi, nicht Weckele. Sportsfreund, achte mal lieber auf deine Ausdrucksform. Einer muss das euch Gesindel ja mal klar machen. Vielleicht brennt er sich da mal in euren Schädel ein. Ich zeige sie an. Ja, zwicks meiner. Oh, ich habe nur die Hälfte verstanden. Ja, oh, wow. Das waren doch locker 20 Sekunden. Das müsste ein neuer Rekord sein. Ja, das war's, Bäder. Krieg ich dafür Belohnung? Krieg ich, bitte. Natürlich. Du musst heute Nacht ausnahmsweise nicht auf der Couch schlafen. Oh, warte, jetzt bring ich einmal einen. Zentrale des Wahnsinns, Peter Schwemmhuber am Apparat. Peter Schwemmhuber aus Obersüßbach? Wenn das schon wieder so eine blöde Umfrage zur Kundenzufriedenheit ist, dann scheiße ich vor die Haustür. Servus, da ist die Rosi aus Würzburg. Du hast meine Mutter auf einer Geschäftsreise in Unterfranken getroffen. Ich glaub, du bist mein Vater. Hallo? Woher hast du die Nummer? Schau, dass du schleichst. Heute heißt's durchsuchten, ich hab die komplette 10. Staffel von Daheim ist daheim dabei. Was, ich hab gemeint, wir ziehen uns ein Porno rein. Sicher nicht. Daheim ist der Wahnsinn. Mach dich gefasst auf neue spannende Geschichten aus Lansing. Alter Mann, ich hab einen sicheren Druck auf der Lunden. Ich glaub nicht, dass ich das noch länger aushalte. Dein Kolben hättest dazu vorentlüften können. Einmal was mit meinem besten Spätzl machen. Da ist der Alte schon mal ausgeflogen und du bist immer noch der gleiche Lärmsierer. Der ist aber schon aufgefallen, dass ich im Rollstuhl sitz. Bei mir herrscht ab der Leistengegend schon seit 20 Jahren da die Hosen. Ja, das tut mir leid. Wenn ich notig bin, kann ich nicht mehr klar denken. Ey, Gerd, die Wursthaut. Bist bereit für den Josef sein Jungsein-Abschied? Da kannst sicher sein, das wird der Filmriss des Jahrtausends. Ja, Peter, darüber wollte ich gerade mit dir reden. Das ist mir zwar unangenehm, aber ich wollte fragen, ob du mir heute Abend finanziell aushelfen kannst. Warum? Glaub mir, früher oder später werden wir über die Geschichte lachen. Ich hab am letzten Bundesligaspieltag mein ganzes Ersparnis drauf verwettet, dass die Dortmunder Meister werden. Und, naja, was soll ich sagen? Du weißt ja, wie es ausgegangen ist. Gerd. Wir sind mir, du Pfeife. Grüß dich, Veronika. Was kann ich für dich tun? Ich brauche eine Packung deiner kleinsten Kondome. Der Ludwig ist halt wieder richtig nodig. Ja, dann krieg ich die von dir 7 Euro geradeaus. Ey, schaut's her. Ich glaube, ein Elefant in Afrika braucht ein neuer Rüssel. Mann, ich war so lässig. Du weißt schon, dass das illegal ist, wenn ein erwachsener Mann einen Kinderschwanz in der Hand hat. Bier, 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 Bier. Jetzt ist er nur da hinten. Noch einmal müssen wir mir die Sturzpsuffer von der Fahne holen. Dann wären aber ganz andere Seiten aufgezogen, mein Lieber. Da, wenn's mein Papi erlebt hast. Meine Herren, mir brennt der Arsch heute noch von der Bratpfanne. Ach Hubert, die waren alle voll entspannt, danach eine halbe Augustiner. Soll ich mal den Vorschlag in den Raum werfen? Ach Michi, so schlimm kann's doch gar nicht sein. Ich frag dich einfach mal ab. Schauen wir mal, wann genau fand der Zweite Weltkrieg statt? Nach dem ersten? Nein, vor dem dritten? Ein verfluchtes Datum. Alter Michi, du bist ja echt dumm wie ein 5 Meter Feldweg. Ich weiß, und wenn ich das Jahr durchfall, dann werde ich zum Schluss noch so ein richtig inkompetenter Busfahrer, den die Eltern ihren Kinder nicht anvertrauen. Frau Sieber, die Kleine hat den Arsch von ihrer Mutter. Also Peter, das war ja wohl die dümmste Aktion, die du jemals gemacht hast. Ich glaube immer noch, das Dümmste war, als ich die Packung Fotzen im Küchenschrank aufgerissen hab. Kreuzkruzifix, wie soll damit einer rechnen? Jawohl, nur die richtig guten sind bis zum Schluss dran. Als kleine Info, in meinem Shop gibt's neue T-Shirt-Designs, Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und dann wollte ich noch ein großes Danke an meine Kanalmitglieder aussprechen. Danke Jonas Ziegler und ich schätze mal, das heißt 3AP-R1. Danke für eure Unterstützung, freut mich riesig. Wenn ihr auch Interesse daran habt, Mitglied zu werden, schaut einfach mal bei meinem Kanal vorbei, ob die selbst für euch wartet. Und dann war's das für heute auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Schön, dass ihr bis zum Schluss da bleiben seid. Haut's rein. Servus.